Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play und zwar Desmol Resident Evil 7 Beginning Hour auf Pelzig. Das war mal ganz besonders wichtig. Dieses Spiel befindet sich noch in der Entwicklung. Ja, es ist wie gesagt die Demo, wie ihr sehe kennt, ihr liebe Leute. Und es war mir ganz besonderes Bedürfnis, das für euch zu spielen. Es gibt dazu auch noch eine kleine Sache und zwar als Erneuerung habe ich ein neues Mikrofon, was ich heute auch unbedingt ausprobieren wollte. Und ich habe mir gedacht, hey, für Resident Evil 7 Beginning Hour ist das doch ideal geeignet. Dazu sollte ich vielleicht auch nochmal erwähnen, dass ich das Spiel schon mal gesehen habe auf entsprechende Videos, wie andere Leute es gezockt haben. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich dann sage, jetzt weiß ich genau, da in die Ecke muss ich gehen. Das ist jetzt nicht so, dass ich hier die göttliche Eingebung hätte oder so, sondern dass ich durchaus ein paar Sachen schon mal gesehen habe. Aber ich wollte es ganz unbedingt immer spielen, bevor ich dann Ende Januar für euch nochmal explizit Resident Evil 7 zocken werde. Aber jetzt verlieren wir mal überhaupt keine Worte mehr und machen sofort hier den neuen Spielstand. Und fangen auf jeden Fall an. Ich bin so gespannt auf das Spiel. Sprachausgabe, jawohl, in Deutsch, Untertitel lassen wir mal. Das bisschen Englisch, was da gesprochen wird, das können wir auf jeden Fall verstehen. Jo, die Helligkeit so anpassen, dass die Münzen entsprechend sichtbar sind. Entsprechend sichtbar, okay. Kaum sichtbar. Das ist schon zu duster. Ich det Sarah. Beides sind jetzt so entsprechend sichtbar. Obwohl. Nee, Quatsch. Dummkopf, irgendwie wieder. Kaum und nicht soll es sein. Okay. Kaum und nicht. Das wird die Einstellung hier. Das wird. Ich mache einer höher. Das wird richtig, richtig duster, ihr liebe Leute. Und ich freue mich so richtig drauf. Deswegen starten wir jetzt mal hier direkt die Demo. Und in der Story ist es ja so, dass die arme Sau hier in dem Bakerhaus drin ist. Und uns wird der gute Jack auch noch in der Vollversion so richtig beuteln. Found within same house as seen in footage. Okay. Oh ja. Das fängt schon mal direkt gut an, ihr liebe Leute. Der Szene. Oh. Wir sind hier in so einem schicken Raum. Bewege kann ich mich hier noch nicht. Es passiert alles noch von sich aus. Ja, der huscht schon gut, der Kamerad. Oh, nicht die Kamera umschmeiße, Kerle. Und schon passen wir doch alles, oder die Leute, die es dann noch gucken. Der will uns helfen, okay. Dann sehen wir später wahrscheinlich dann auch nochmal im Video. Ich denke mal, es ist derselbe Kerl, ne? Okay, Fessel sind durch. Geh nie zu den Geräuschen aus dem Dunklen. Das macht man nicht. Das weiß doch jeder. Macht es doch nicht, Kerl. Okay, du hört jetzt das Videoband auf. Ich bin auch gespannt. Ich weiß noch gar nicht, ob das jetzt die Midnight-Version ist oder nicht. Da gab es ja die 3 Updates, die sich entsprechend noch der Tageszeit geregelt haben. Und das letzte war ja das sogenannte Midnight-Update. Und ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt schon habe oder ob ich noch die alte Version habe. Da kann ich gespannt bleiben. Resident Evil 7 Teaser, Beginning Hour. Jawoll. Oh, ich freue mich so. Ich bin Resident Evil Fan seit Anfang eigentlich, seit dem Enser. Und leider ist dann so 5 und 6 dermaßen grottig gewesen, weil sie da 4 ständig kopiert haben. Und mit dem Spiel erhoffe ich mir jetzt endlich mal wieder richtiges Resident Evil. Ja, da haben wir sie doch schon mal, die Kameraden. Da ist aber noch ein Mädel mit dabei, wie ich sehe. Ja, der Mann ist der Jack, das wird die Margaret sein. Und der andere, das wird der Lucas sein, aber das Mädel, keine Ahnung. Könnte ja unser mysteriöse Anruferin sein, wie wir das in der Trailer und so gesehen haben. I shall dash them against the stones. Ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Reizend, oder? Das will man doch sehen, wenn man aufwacht. Oje, oje, oje. Boah, was ranzig hier hüt, Mann. Okay. Ich bin mal, wie gesagt, gespannt. Es fehlt eine Sicherung. Was für Version ich da habe? Spielen wir mal ein bisschen. Okay.
Sogar das Klavier ist hier feindlich gesinnt. Das gibt's doch gar nicht. Oh je, oh je. Ah, okay. Wie bei Alien. Ach, mit auf der rechte Cursor drücke. Macht das hier. Oh nee, ich scheine die ganz Normalversion zu haben, ohne mit... Ah nee. Haha. Ich habe schon gedacht, weil normalerweise ist es ja so, dass man das erst beim Midnight Update machen kann. Und ansonsten bei der ersten Version glaube ich noch nicht. Ja, da haben wir nämlich unser Goodie Sicherung. Kann ich die drehen oder wenden, oder? Nö. Okay, Inventar. Ja, das scheint schon die Midnight Version zu sein. In einem Sicherungskasten verwenden, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Geil. Düsteres Loch, da ist nichts. Bitte Jack, sei nicht hinter mir. Okay. Oh, das ist sowas, was ich überhaupt nicht ab kann. Okay, Taschenlampe flackert. Was haben wir hier? Ja, da können wir das Eis setzen, jawohl, ja. Einfach nur mit X draufdrücken. Da macht wieder irgendjemand Party und ich will nicht aufmachen. Ich will den Jack nicht direkt vor mir haben. Bitte sei nicht raus, Kerl. Ja, wie gesagt, ich habe mir die Beginning Hour zwar angeguckt, wie das andere Leute spielen, aber selber gespielt habe ich es noch nicht und das ist eine ganz, ganz andere Hausnummer, ihr liebe Leute. Wenn man jetzt selber da in der Situation drin steckt. Denn eine schöne Voodoo-Puppe. Jetzt kann ich mir das endlich mal alles persönlich angucken. Oh, ich freue mich so, Ich werde mich ach so tierisch freuen, das für euch dann zu spielen, das richtige Spiel. Gebt mir doch auch bitte in die Kommentare Bescheid, ob das mit der Audioversion jetzt besser ist mit dem neuen Mikrofon, was ich da habe. Ja, der mysteriöse Puppefinger. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr dann mal Sache kennt, hey Yankee, das ist doch viel besser so. Die Soundqualität, die ist dann mal jetzt richtig geil. Oder ihr sagt, oh Yankee, was hast du denn? Oder ihr sagt, Yankee, was hast du denn da wieder geschafft? Das ist doch Quark. Das andere war viel besser. Aber ich wollte unbedingt mal das neue Teil ausprobieren. Und ich habe das Gefühl, jetzt gucken wir uns die Bopper an. Ach, Gott sei Dank. Ey, das ist so widerlich ohne Scheißen, deine Bopper. Ich habe jedes Mal immer Schiss, dass mich irgendwas krapscht. Ich weiß, sowas passiert überhaupt nicht in dem Spiel. Aber ich habe jedes Mal immer diese Befürchtung, boah, jetzt muss mich doch irgendwas greifen. Aber das ist glücklicherweise nicht der Fall. Aber es ist ein geiles Spiel, wenn es euch das Feeling vermittelt, dass dich jeden Moment was greifen könnte. Machen wir mal in den Kühlschrank rein. Es sieht noch Feder. Geil, mit Käsekruste. Hm? Wobei der Käse ein bisschen alt ist. Was ist da so Leckeres drin? Fleischsack, ich sehe noch die Därme draußen. Was ist mal da drin? So ein gute Krähe. Scheint Gordon Ramsay hier gekocht zu haben, bevor es hier der Bach runtergegangen ist. Ich weiß, so kommt dann später der Dietrich, mit dem ich dann die Schublade knacken kann. Da geht was auf, da ist aber nichts drin. Dort ist ein kleines Schlüsselloch. Oh, ich habe auch irgendwie mal das Gefühl, wenn ich zu lang hier rumbeutel, dass der Jack jeden Moment hier rausspringen könnte. Und die Taschenlampe ist so ranzig, Mann. So wenig Licht wie die. Es ist mit einer Kette verschlossen. Oh, und die Geräusche vom Haus selber sind aber so richtig übel. Also alles in allem hat es eine richtig geile Stimmung. Nicht nur das zu gucken, sondern auch selber zu spielen, ist echt richtig cool, muss ich sagen. Da kann man entscheiden, wie schnell man da durchgeht. Das Fleischlager. Ist schon ein bisschen alt, ne? Holzerschneider. Den brauchen wir. Jo. Ah, Mann. Wer schmeißt dann mit einer räudige Puppe hier ab? Pfui Teufel, guckt's euch doch mal an. Anna. Wie widerwärtig. Bitte check mich nicht angreifen. Sie brauchen einen Schlüssel zu entkommen. Ist er hinter mir? Nee. Weil ich sehe immer, wie die Leute so durchflitzen und so. Und ich habe mir gedacht, hey, du nimmst jetzt extra mir Zeit dafür. Okay. Mit L1 kann ich so die Hände vor mich zum Abwehren nehmen. Und sonst darf ich nichts Schönes, was ich machen kann. Okay. Dann kombinieren wir das doch mal mit dem Bolzenschneider. Ja, und ich wollte mir unbedingt die Zeit nehmen, mir das mal richtig anzugucken, alles. Und da haben wir hier die Videokassette. Wie ich gehört habe, ja, Videokassette Verfallenes Haus. Wie ich so gehört habe, gibt es anscheinend auch in der Vollversion, dass man da dann immer mal wieder irgendwelche
Videotapes finde und die dann auch spielen kann, was ich ziemlich geil finde. Das finde ich wiederum nicht ziemlich geil. Baker Speziale Eintopf. Njam, njam, njam. Oh Mann. Manometer. Aber echt geil gemacht, muss ich sagen. Ohne Witze, liebe Leute. Aber ist nix. Hui, okay. Dann würde ich sagen. Was für Geräusche, Mann. Oh, ich hab Gänsehaut ohne Scheiße, liebe Leute. Oh, okay. Alles ist gut, es ist überhaupt nicht scheißen gruselig. Hier wohnt überhaupt keine Psychofamilie. Wow, okay, dann würde ich sagen, wir gucken uns jetzt das Videoband unbedingt mal an, ihr liebe Leute. Und ich bin mir sicher, auf dem Video gibt es irgendwas Cooles noch zu sehen. Ja, kombinieren wir es doch mal. Hui, das wird cool. Wow. Die Relict House June the 1st, Dalway Haunted House, Rehearsal. Abandoned House, Clancy Chavis. Okay. Huiuiui, da gucken wir es uns doch mal an. Drecksack. Was für diesen Typen her? Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Das ist ja geil, dass es auf Deutsch ist. Ich kenne es bisher nur auf Englisch. Neue Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewergators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Reizender Typ. Ich gucke auch nochmal, ob ich die Geister irgendwie krieg. Aber ich finde es geil, dass ich die in der deutschen Sprachversion das mal habe. Ich kenne es wie gesagt nur auf Englisch. Und die Geister? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Ja, Polizei. Gut. Gut gemacht, Hammel. Nach dir. Ja, der Pete, Warum? das ist ein reizender Typ. Diesmal in der Hölle. Probst du auch mal? Was proben? Dieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Okay. Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nicht. Was ein Aggro-Zwerg. Oder nicht? Worum geht's hier, André? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Ja. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ja, Mann, der Dietrich. Ah, Mist! Damit kriegen wir dann das Beil Hab ich später. nur meine guten Schuhe angezogen. Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Jawohl. Hintergrund. Super. André, was machst du? André? So, der ist schon fort, mein lieber André! Kumpel. Gucken wir da nochmal rein. André! Clancy, weißt du, wo André hin ist? Woher soll ich das wissen? Ich habe hier den Schlüssel, der Dietrich benutzt. Ja, da ist noch nicht das ganze widerliche Fleisch drin. Okay. Wo Boah, ist die der? Echt Licht- unglaublich! der Lichtkegel von der Kamera ist zum Das Kotzer. letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy? Ist das ein Schmierlapper? Sagst du, der Neue, der ist scheiße, den könnte man feuern. Und dann, wenn nur noch ich bleibe, ja, guter Typ, guter Typ. Da ist noch die gruselige Voodoo-Puppe drin. Okay. Was war das denn? Dein Mutter. Hast du es gehört? Ja, dann geht er rein und guckt auch noch.
Schmierlapper. Okay, auf das Gebiet freue ich mich ganz besonders. Wo zum Teufel ist der? Will ich wissen, wo er ist? Ja, ich muss das natürlich wissen. André, wo bist du, Mann? Oh, die Tür wieder zu. Mach die Tür zu, Kerl. Das allererste, was ich mache, wäre die Tür zu machen. Boah, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt irgendwas erkennen könnt, ihr liebe Leute, aber die Einstellungen sind echt richtig duster. Was zur Hölle? Ich gucke gerade mal was. Optionen. Zeigen. Blut auf Bildschirm, Tutorial, Nachrichten, okay, Audio, Sprache, Anzeiger. Helligkeit würde ich gern wieder ein bisschen hochsetzen, das ist ja echt grässlich. Ich mache es jetzt mal auf Maximum, weil ohne Witz, oh, nee, das ist schon zu viel. Machen wir es mal auf die mittlere. Ich glaube, das ist jetzt besser. Oder? Okay, der hat unseren Geheimgang entdeckt, aber jetzt gucke ich nochmal rein. Die Steuerung ist mir egal. Das habe ich soweit ja ganz gut drauf. Aber nochmal. Wissen wir was? Ich mache es jetzt wirklich heller. Damit ihr auch was seht, falls ihr jetzt nichts gesehen haben sollten, ist es so, glaube ich, besser. Ah ja, schon viel besser. Wir finden André und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Ja. Auf einmal. Ja, da wird es uns nochmal angezeigt, jetzt offiziell. Aber ich bin hier so einer, der probiert immer mit Knepp rum. Okay, da war der Dich noch nicht gestanden. Jo. Ja, Leder in einem verfallenen Gruselhaus, wo es einer schon erwischt hat. Du musst dich runter. Brauche eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also, du zuerst. Ach, ist das ein ekliger Typ. Ach du liebe Zeit. Okay, ich muss einfach nur drauf zulaufen und nicht irgendwie nochmal einen Knopf drücken. Das finde ich auch angenehm. Es erspart sehr viel das erspart sehr viel unnötiges Gedrücke. Was ist? So. Gucken wir mal hier rein. Hier sehen wir nichts. Wo ist er dann, der Zwergnase? Da, wo steht er? Oh nee. Oh nee, André, ich will nicht zu dir. Ich weiß, was kommt, aber ich will an dir vorbei. Oh nee, es geht automatisch hier. Ein bisschen durch den Schlauch gefüttert war er. Oh, da kommt da schon der Jakob. Der Jakob Becker. Gute Jack Baker. Boah, das wird ein richtig übler Gegner, glaube ich. Wenn der ihn dann im Hauptspiel so richtig verfolgt andauernd. Boah, das wird bestimmt richtig übel. I shall dash you against the stones. Ich werde dich an den Stein zerschmettern. Wie konnte das passieren, während wir das Video geguckt hätten? Jetzt mal ohne Scheiß. Vor allem noch mit so Blut ist der Jack hinter uns hergeschlichen und dann so, so neben uns daneben Drag steckt oder was. Was soll denn der Quark? Also das finde ich etwas doof gelöst. Aber was soll's? Ich hoffe, der kommt jetzt nicht rausgewackelt. Bist du da? Bist du da, Kerle? Hallo? Ne. Oh, die der sieht schöner aus jetzt. Oh. Igitt. Noch will ich doch nicht hier. Igitt. Ich finde es besser jetzt, nachdem ich die Helligkeit erhöht habe. Aber bevor ich da jetzt neige, ihr liebe Leid, beziehungsweise bevor ich da hochgehe, hole ich mir hier jetzt erstmal die Axt. R2, Angriff. Ja, so muss das sein. Auf die Schnies. Okay. Ne, es ist schon sehr viel besser, nachdem ich jetzt die Helligkeit hochgedreht habe, ohne Witz. Oh Mann. Diese Geräusche. Machen wir hier die Dinger hoch. Nachdem jetzt die Sicherung drin ist. Okay. Wackel. Ich hoffe, es klingelt jetzt das Telefon. Ich will da nämlich eine Trage. Das schaltet sonst bei dem Alte immer so eine Ending-Sequenz ein. Aber das möchte ich eigentlich nicht. Ich mag nicht ans Telefon gehen. Sonst kommt einer, welcome to the family, son. Und dann war's das. Ja, sinnlose Gewalt. Haben wir was drin? Nee. Okay.
Telefon. Nee, ich heb nicht ab, egal was da kommt. Das können wir drehen hier, das Zeichen, okay? Das ist ein Hubschrauber mit dem... Ah, mit dem Umbrella-Symbol drauf, okay? Können wir es irgendwie auf die Rückseite drehen oder so? Nö. Okay. Aber es ist ein Umbrella-Hubschrauber. Opala. Das war Gewalt gegen die Wand. Nicht so gut, wie ich finde. Das war nicht so begnadet, Eva. Aber gucken wir nochmal, ob wir sie jetzt zusammengehackt kriegen, die Dinger. Und, oh na. Okay, da ist nichts drin. Dann wieder die Bobber. Was ist da? Alter Elektroschrott, alte Fernseher. Ah, das können wir so lesen. 5 Gäste wurden ermordet, aber wo ist nicht bekannt. Nichts zeigt auf ihre letzte Ruhestätte. Erbaulich. Ja, also richtig erbaulich. So, hopp, das Ding zusammen. Das finde ich auch geil gemacht hier mit dem Shutter, ne? Das ist richtig cool. Na, komm, ich will die Tonne kaputt machen. Aber die ist so hart wie ein Baumstamm, das kriege ich mit meinem Beil nicht durch. Kellerschlüssel. Huiuiui, jetzt kommt die Midnight-Passage, ihr liebe Leid. Pistolenmunition, okay. Kann ich das aufhacken? Nee. Ich meine, die Axt wurde auch überhaupt nicht für sowas konzipiert, aber na gut. Ja, der war geschlossen ursprünglich noch in der früheren Version von der Demo. Mach auf, ich will da rein. Ich schlag hier alles zusammen. Nee, dann halt nicht. Was denn schon hier irgendwas? Ah, Kiste noch? Oh, komm. Nimm das. Da ist nichts. Du Widerling, du fällst jetzt um. Ich will die tappige Dinger doch nicht stehen, aber ich glaube mich zu erinnern, dass hier auch noch irgendwas war, was man noch sammeln kann. Ne? Ja, genau. Objekt aus Zelluloid. Dann gucken wir doch jetzt mal im Menü. Wir können doch bestimmt hier unseren Puppefinger Objekt kombinieren. Ah, okay. Objekt kombinieren mit dem Ding. Jetzt gucken wir uns denn doch mal... Ah, Objekt benutzen. Nicht, aber Objekt untersuchen. Ah, okay. So kann... Ah! Ich kann beide Sticks verwenden, um das Ding zu benutzen. Okay. Schließen. Jetzt gucken wir uns das Umbrella-Hubschrauber-Foto nochmal an. Die Sarah, nachdem ich das jetzt rausgefunden habe. Hier steht noch was. Beobachten die uns von diesem Hubschrauber aus. Okay, jetzt kann man aber auch nicht sagen, ob das eine alte oder neue Aufnahme ist. Okay, die Qualität spricht halt wirklich was Altes. Dafür, dass es Umbrella ist, wahrscheinlich auch älter. Hoppala, jetzt habe ich mir die Bob zertrümmert. Das haben sie gerade verdient, die Mistdinger. Und jetzt, ihr... Ah, sorry. Eben was aus dem Aare-Winkel sehe. Ich wäre schon richtig paranoid hier. Und jetzt, ihr liebe Leute, gehen wir in die Mitternachtssektion rein. Die Dinger gucken uns immer noch nicht an. Da bin ich ganz froh drum. Ach du liebe Zeit. Nee, ich hasse das total, wenn die sich bewegen, ohne dass man irgendwas macht. Das vermittelt so das Gefühl, dass sich einer hinter dir rumschleicht und du irgendwelche Spielchen mit dir treibt und du hörst den Kerl noch nicht mal. Oder das Mädel. Kann ja die Margaret sein. Aber in dem Fall ist der Jack plausibler. Okay. Oh, die der ist wieder ganz zu gewesen. Obwohl ich die eigentlich aufgemacht habe. Ganz kurz, ein Spaltbreit nur. Ich weiß, das bringt nicht viel, aber ich fühle mich irgendwie sicherer, wenn die Tür zu ist. Die kriegen wir jetzt auch nicht auf. Das war mir irgendwie klar. Dann rein ins Bad. Pistolenmunition, okay. Da ist sogar der Alibert zugenachelt. Aha. OP-Besteck und Spritzer, Kippestummel. Da ist kein richtig im Ertrag. Kipp kann ich jetzt gut vertragen. Klamotte. Wer hat Bock zu baden mit dem Fahrrad? Okay. Ja. Spülen wir mal. Es ist kein Wasser im Tank. Eine Abseele hätte ich ja schon ganz gern so Schießerle aus lauter Schiss, aber irgendwie geht das doch nicht so gut. Offenbar kann man etwas daran anbringen. Das suchen wir doch. Ich weiß, dass es ein Ventil ist und ich muss da in den Horrorkeller runter. Oh. Hey, ohne Scheiß, ich will doch nicht rein. Leeres Notizbuch. Okay.
Kann man das irgendwie nochmal untersuchen, oder? Wem das gehört oder so? Neutrale Einband, okay. Okay. Das war wohl nichts. Wofür man das wiederum verwenden kann, weiß ich leider nicht, ihr liebe Leute. Alles in Ordnung. Ich mache es einfach so à la Pineview Drive. Wenn ich mich nicht umdrehe, ist alles in Ordnung. Dann erschrecke ich mich auch nicht. Okay. Das macht es jetzt automatisch. Ohne Witz, allein schon die Keller, der sagt, jedem Mensch mit Vernunft im Herrenschädel, do gehst du besser nicht runter. Und das geht verdammt tief runter. Oh Mann. Ich weiß zwar schon, dass der Molded jetzt kommt. Ein interessanter Fakt so nebenbei. Die Entwickler von Capcom haben übrigens geplant oder haben übrigens vorgehabt, dass diese Molded aussehen wie Haare, die man so aus der Dusche rauszieht. Aber ich finde ein bisschen, die sehen zwar aus wie Spaghetti-Monster in schwarz. Aber ich finde, du hättest trotzdem einen geilen Job gemacht. Die sehen richtig übel aus. Wobei mir es eigentlich persönlich lieber ist, wenn die Familie Baker einfach nur auf Jagd geht. Trotz allem gehen wir jetzt mal hier in die Hütterei und gucken, was uns hier erwartet. Obwohl ich es eigentlich schon weiß. Der arme Teufel da in der Sekt drin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. War nur das Ding. Ach du Scheiße. Ich habe mir gedacht, Ewe steht da neben uns. Ach du liebe Zeit. Alter. Alter. Ventilhandrad. Durchatme. Und jetzt raus hier. Ah, du Sau. Ah. Dort die nächste Sau. Dreht's auf. Ich weiß, das Vieh kommt hier nicht raus. Scheiße. Okay, das ist wirklich nur eine ganz andere Hausnummer, das selber zu spielen, als es einfach nur zu gucken und dann weißt du, ja, es kommt der Jack, aber wenn er da vor dir steht, das ist doch nochmal eine andere Hausnummer, wenn man das auf dem großen Fernseher spielt. Ich spiele es ja auch wieder auf der PS4, muss ich dazu sagen, ne? Also meine ganze Let's Plays sind ja eigentlich eher bisher alle auf der PS4. Huiuiuiui. Okay. Jetzt machen wir hier das Ding dran. Genug Herzinfarkt, jetzt wird es Zeit, sich zu wehren. Ich will mich von dem Molded eigentlich auch nicht beißen lassen, muss ich sagen. Weil ich mag das richtige Ende eigentlich herbeiführen. Ah, der war's endlich. Knarrer. M19 Pistole. L2 Zielen, R2 Angriff. Okay, ich habe auch hier mal Fadenkreuz. 4 Munition habe ich. Kann ich noch laden? Mit. Ja. Selber rausgefunden, dass man mit Viereck noch laden kann. Das ist schon mal ganz gut. Wow, okay, jetzt geht's ans Eingemachte, ihr liebe Leid. Ich will eigentlich das richtige Ende. Kann aber auch sein, dass mich der Molded jetzt richtig erwischt. Und dass ich dann das infizierte Ende krieg. Das werden wir dann schauen. Ich probiere natürlich, das Vieh zu erledigen. 5 Kugeln, ob die reichen, das kann ich auch nicht sagen. Wow, okay, stell dich deinem Schicksal, Yankee. Jetzt geht's da runter. Und, wo bist du, Schimmler? Komm her, komm her. Nette Onkel ist da. Hab ich nicht. Bist du Scheißvieh. Okay. Hopp, komm her. Ich weiß doch, dass du bist. Du bist. Hab ich dich. Nein! Nein! Okay, es hat mich. Ich will doch die Axt. Das hat dann nicht so gut geklappt, wie ich mir das erwartet habe. Sie sind tot.
Ach du Scheiße. Okay, das war mal wieder mein Hundsmiserables. Hundsmiserabler äh, Kampfstil. Ihr liebe Leute, jetzt sage ich, mache hier einen Cut und spiele es nochmal so weit vor, bis wir wieder bei den Ereignissen sind, wie wir es kennen. Und ja, dann sehen wir mal, ob ich es das mal hinkriege, das Vieh niederzumachen. Machen's gut, bist du. Also, was siehst du, machen's gut, bist du. Ich mache jetzt hier einfach einen Cut und dann schließe ich dann Dotra A, ne? Yo. So bin ich jetzt wieder noch unserem Cut und ich bin jetzt ein zweites Mal gegen diesen verdammten Molded gestorben und habe mich jetzt entschieden, gut, dass wir umgehen wir den Knabe so gut wie es geht. Und ich habe dafür herausgefunden, dass wir auf der linken Steuerungstaste von unserem Steuerungsrad das Beil auswählen können und noch over können wir unser Pistol auswählen. Dazu habe ich jetzt auch noch herausgefunden, dass man mit L3 auch in der Lage ist zu rennen, so wie man auf R3 sich duckt und schleicht, kann man auf L3 rennen. Ich hoffe, dass uns das jetzt besser funktioniert, dass das besser klappt und uns von der Hand geht. Und jetzt will ich einfach nur noch raus hier, egal ob infiziert oder nicht. Schlüssel für Dachbodenfenster, okididokidi. Hallo, du alter Schimmler. Okay, er hat uns erwischt. Er hat uns erwischt. Ich habe gedacht, wir können so rausschluppern, aber nee, wir kriegen das infizierte Ende. Schade drum. Okay. Hui. Es geht zum End zu. Und er hat uns ganz schön erwischt, wie wir sehen können. Haben wir hier Blutflecke überall. Schon so leicht gesprenkelt. Also er hat uns richtig erwischt. War zum Glück nicht total niedergemacht. Uah, ja, da geht's los. So langsam wird er infiziert, der gute Knabe, den wir hier spielen. Uah. Ah, da oben macht einer wieder Radau wie Sau. Wow, jetzt nichts wie raus, oder? Ah, die Puppe gucken uns schon an, die gucken uns schon so klagend an. Du darfst hier nicht raus. Das wird dein Grab hier. Oh, jetzt fängt er auch schon an zu husten, der Knabe. Kriegt schon die Schimmelvene. Entweder wird er zu einer von denen molded oder er kriegt dieselbe Krätze, was der Jack und seine Familie haben. Okay, das Ding habe ich vergessen, kaputt zu schlagen. Na egal, wäre nichts drin gewesen. Und jetzt, Rettung, ich will hier raus, lass mich raus, ich will nämlich hier bleiben. Hopp, kämpf dich durch. Aber leider verschimmelt auf dem Weg. Gitti. Platsch. Ja, komm nochmal, Jack, sag nochmal dein cleverer Abschlusskommentar, wie immer. Da ist er. Junge, du bist nichts. Nur ein Mann ohne eine Familie. Eieiei. Nett die Stimme hat er übrigens auch im Deutscher. Infiziert Ende. Der Horror geht weiter in Resident Evil 7 Biohazard. 24. Januar 2017 jetzt kaufen. Schon basiert und ich freue mich, wie noch was das für euch zu spielen in der Vollversion. Ich hoffe, euch hat die Demo richtig gut gefallen. Mir persönlich hat sie echt gut gefallen. Es gibt ein super Bild, was da passieren wird bei Resident Evil 7 und ich bin höllisch gespannt, wie das wird. Ich hoffe nur, dass die Speicherpunkte ein bisschen besser liegen, weil das, was ich hier gehabt habe, als wieder Spiele, wenn du irgendwo hops gehst, das ist nicht so toll. Aber ich hoffe, in der Vollversion ist es ein bisschen ausgereifter, das Ganze. Und ich bin tierisch gespannt. Gebt mir doch bitte in den Kommentaren Bescheid, wie es euch gefallen hat und ob die Tonqualität auch besser ist und ob ihr vielleicht nochmal sagt, hey Yankee, probier doch nochmal bitte das normale Ende, obwohl das infizierte Ende eigentlich doch irgendwie cooler ist. Ja, dann hoffe ich wirklich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann zu meinen anderen beiden Let's Plays und im Ende Januar sehen wir uns dann pünktlich zum Erscheinungsdatum zu Let's Play Resident Evil 7 auf Pelzig. Machen's gut bis dahin, Iron Yankee.